16. PY, Protocol Yield, Whale Pass. So, ihr könnt jetzt euer Refund von Boomerang benutzen, also die USDT auf BTC20, um den Whale Pass zu kaufen. Ja, ihr seht es also schon hier, ist jetzt live. Wenn ihr auf euer Backoffice kommt, auf Dashboard und dann hier auf die Subscriptions geht und dann unten auf PY, seht ihr also, hier ist der Whale Pass. So, jetzt braucht ihr natürlich USDT auf der BTC20 Blockchain, ja, um diesen Whale Pass zu kaufen für $100. Okay, so wie mache ich das Ganze? Ist eigentlich ganz einfach. Ich gehe so schnell wie möglich durch, zeige euch, wie man das macht, was die Steps sind, wie man seine USDT eigentlich bekommt, wenn man BTCC schon hat und so weiter und so fort. Ich nehme euch einfach mal auf die ganze Journey mit durch und dann gehen wir rüber zu den Subscriptions hier bei Protocol Yield und kaufen dann hier den Whale Pass. Ihr könnt dann hier sehen auf Protocol Yield, könnt ihr dann hier auf die Subscriptions gehen auch und da seht ihr also hier den Whale Pass. So, lasst uns anfangen mit der MetaMask. Wir gehen auf MetaMask und ich habe hier zum Beispiel ein Konto, ich habe ja 0 USDT, habe aber 3,4 BTCC. So, was mache ich jetzt? Ich gehe auf den Linktree, ja, und gehe auf die DEP zuallererst mal, weil ich will jetzt diese BTC20 wechseln in USDT auf der BTC20 Blockchain. So, ihr könnt also hier sehen, ich bin hier auf der DEP und ich gehe jetzt rüber auf die Swap-Seite und verknüpfe jetzt hier meine Wallet. Ja, ich muss mal gucken, welches jetzt hier verknüpft ist. Ich mache verknüpfe das Konto mit dem. Ihr seht also schon, hier sind 3,40 BTCC, was übereinstimmt mit meinem 3,40 BTCC hier in meiner MetaMask. So, macht sicher, seid also verbunden mit eurem MetaMask und ihr wählt dann hier euren Token aus. So, ich will jetzt natürlich $100 haben in USDT BTC20, okay? So, was ist das jetzt? Wie viel BTCC sind es? Einfach unten 100 eingeben und dann werdet ihr sehen, dass sich das irgendwann mal hier ändert, entweder oder, ja, jetzt hier, okay, einmal reinklicken und dann läuft der Hase. So, der Preis von BTCC ist natürlich etwas unten jetzt im Moment, sind es also 1,01 BTCC und ein paar zerquetschte hier, was mir 100 USDT gibt. So, ich will das jetzt swappen, weil ich brauche die 100 USDT, deshalb Confirm Swap, ja, und gehe natürlich die ganze Procedure durch. Das kennt ihr ja schon alles, also viele von euch kennen ja schon, wie die Swap-Seite funktioniert. So, einmal geswappt, pending, ja, und die 100 USDT werden jetzt dann gleich hier in meiner Wallet auftauchen, das sind sie schon. So, jetzt habe ich meine Gas-Fees und ich habe meine $100 USDT und die schicke ich jetzt rüber aufs Backoffice. So, ich gehe jetzt nochmal auf mein Backoffice hier rein, hier, und weiß jetzt natürlich noch nicht, welche Wallet, aber das sagt euch eigentlich alles, wenn ihr einfach mal die Procedure durchgeht. Ja? Also Whale Pass, $100, $500 Subscription, oder $100 Subscription gibt euch eine $500 Investmentsmöglichkeit auf PY, also Protocol Yield. So, ihr geht dann hier rüber auf Upgrade und ihr seht also hier schon, es ist die DeFi BTC20 Wallet. So, da müsst ihr natürlich auch einzahlen, okay? So, was mache ich jetzt? Ich brauche natürlich diese Adresse, dass ich weiß, wo ich jetzt meine USDT BTC20 hinschicke von meiner MetaMask. Okay, so, ich gehe nochmal rüber auf Assets, ja, und springe dann, guck hier, okay, das ist meine Wallet-Adresse. Ich brauche aber die Deposit-Adresse. Und ganz wichtig, es muss also BTC20 sein. Ich brauche die DeFi-Wallet-Adresse, Deposit-Wallet, ja, auf der BTC20. Und es muss also USDT sein. So, USDT auf BTC20. Okay, so, ich klicke hier auf Einzahlungsadresse und schon habe ich hier meine Deposit-Adresse von der BTC20 auf USD. Ich kopiere mir die, hole mir die rüber zu meiner Auszahlung von MetaMask. So, natürlich will ich jetzt die 100 USDT schicken hier. Ja, ich mache auf Send, gebe hier die Adresse ein, die ich jetzt gerade kopiert habe. Ihr könnt also nochmal sehen, fängt mit 0xF fängt sie an und endet mit 79D. Das passt also wunderbar. So, ich will jetzt also hier $100 rüber schicken, ja, auf BTC20 mit USDT. Ich mache Continue, okay, mache Confirm. Und ich sende jetzt meine USDT über die BTC20 Blockchain. Ja, ich bin hier auf BTC20 Blockchain in meine Wallet-Adresse hier drauf. Okay, so, jetzt kann man einfach mal noch kurz warten. Das wird hoffentlich relativ schnell gehen. Ja, hier ist es also raus. So, ich kann jetzt noch mal zurück auf, ich mache einfach mal hier einen Refresh schnell und schon werden wir sehen, ob da irgendwie was ankommt. So, in der Regel sieht man
wenn man hier drauf geht, Moment, hier kommt schon was rein und ihr könnt also hier unten sehen, wenn was am Deposit ansteht, es ist pending im Moment, ja. So, jetzt macht es ein Update hier und schon habe ich meine $100 hier drin. Ich hätte auch jetzt weniger schicken können, weil ich hatte noch $9 da drin. So, was mache ich jetzt? Ich gehe natürlich wieder zurück auf die Subscription, auf PY, ja, und wir jetzt natürlich zuallererst mal mein Coupon-Code bekommen, ja, den ich nachher benutzen werde, um mein Whale Pass zu aktivieren in dem Konto, das ich nachher hier aktivieren werde. So, ich gehe auf Upgrade. So, jetzt habe ich auch genug Funds hier. Sage, okay, $100, wunderbar. Ich klicke also die DeFi-Wallet hier. Ganz wichtig, ihr müsst es klicken und mein Transaction-Passwort. Dann sage ich noch okay für die Terms and Conditions und sage hier also, okay, gut, wunderbar. Ich will jetzt mein Coupon-Code kaufen, kriege jetzt ein OTP-Code wieder gesendet per E-Mail und Submit. Okay, so jetzt sollte ich eigentlich mein Coupon-Code gekauft haben. Okay, so wo sehe ich das Ganze jetzt? Jetzt gehe ich nochmal auf Subscription, hier unten auf BY, mache nochmal kurz einen Refresh, ja, und gucke jetzt mal unten hier. Ja, hier sollte also noch eins, ihr wisst ja, es gab ja den Free Trading Pass, der ist bei mir expired und jetzt habe ich also hier einen anderen, das ist mein Whale Pass und der ist jetzt aktiv. Okay, so jetzt brauche ich den Coupon Code. So, ich hole mir den Coupon Code, klicke also da drauf bei Coupon Code und dann komme ich dann hier auf meine Coupon Details. Okay, so ich will jetzt natürlich also ich habe eine andere E-Mail benutzt bei dem PY-Konto, das wir jetzt nehmen, wie das ich habe in dem Backoffice hier, ja. Und ich will jetzt meinen Coupon-Code, ja, das ist also der Code hier, will ich transferieren, den Whale Pass will ich transferieren zu der E-Mail-Adresse, ja, die ihr genommen habt für Protocol Yield, um euch zu registrieren. So, jetzt gehe ich hier auf Transfer, ja, und gebe jetzt hier meine E-Mail-Adresse ein, wo ich weiß, die habe ich also genommen. Ja, ich gebe die mal hier ein. So, dann muss ich hier mein Transaktionspasswort wieder angeben, mache dann hier auf Submit, ja, und schicke jetzt meinen Coupon-Code rüber zu meiner E-Mail-Adresse, wo ich dann bestätigen muss, dass ich die bekommen habe. So, man bekommt dann also die E-Mail-Verifikation zu der E-Mail selber, muss dann hier also nochmal verifizieren, ja, dass man also dieses Konto auf der richtigen E-Mail hat. So, sobald man das gemacht hat, ist PY Subscription Activation ist aktiv, ist ready to go. So, nachdem ihr verifiziert habt, bekommt ihr nochmal eine Bestätigungs-E-Mail, dass also alles wunderbar lief und es erklärt auch hier nochmal, copy den Coupon-Code und gebt es dann da ein und aktiviere den Prozess, ja, den Activation-Prozess. So, das ist die E-Mail, die ihr dann bekommt. Ihr habt also hier den Coupon-Code nochmal. Ihr könnt den entweder von hier kopieren, aus der E-Mail, Bestätigungs-E-Mail, die ihr bekommt, oder natürlich von eurem Backoffice, okay? So, damit gehe ich jetzt auf Protocol Yield und remember, also daran erinnern, ihr nehmt also das Protocol Yield Konto, ja, an dem ihr natürlich hier jetzt die Coupon-Codes geschickt habt. Es muss natürlich übereinstimmen mit der Subscription oder mit der E-Mail von Protocol Yield Konto. So, dann gehe ich jetzt auf Protocol Yield. Und ihr wisst ja schon, hier, wenn ich auf Subscription gehe, hier unten, seht ihr also hier, ich habe meinen Free Trading Pass, der ist jetzt abgelaufen und ich habe hier meinen Whale Pass. Jetzt habe ich ja meinen Coupon-Code schon kopiert, ja, und gehe jetzt also hier unten ein und gebe meinen Coupon-Code ein. Einfach einfügen. Verify Coupon-Code, ja, und sobald das passiert ist und es passt alles, hier kommt jetzt Coupon Verified Successfully, ja, und ihr seht jetzt also hier, mein Whale Pass, schon gibt es ein Update. Current Plan, my Whale Pass ist also jetzt aktiv. Somit kann ich jetzt Protocol Yield benutzen bis zu $500, ja, for a lifetime. Also da ist kein Ende oder irgendwas. Ihr könnt also mit $500 hier rumtraden, so viel wie ihr wollt. $500 ist das Höchste, was man jetzt bei Protocol Yield reinmachen kann und immer noch dran denken, Protocol Yield, ja, ist natürlich eine separate Einzahlungsadresse. Wenn ihr hier auf Deposit geht, ja, das ist also alles auf BEP20, okay, das muss USDT sein auf BEP20, also BNB Smartchain, okay. Hier habt ihr dann eure Einzahlungsadresse und mit dem könnt ihr dann anfangen
Protocol Yield zu benutzen mit dem Whale Pass. Hoffentlich hilft es ein bisschen und erklärt ein paar Sachen, wie man was macht. Es sind ein paar Steps, die man machen muss, aber es sind alle Steps, die wir eigentlich schon jetzt, viele von euch wahrscheinlich schon wissen. Muss ich einfach nur immer daran erinnern, okay, wo gehe ich hin, was muss ich tun, was will ich haben, was will ich kaufen, was für eine Währung brauche ich, was für eine Blockchain muss es sein. Ihr müsst immer nur dran denken, wenn auch immer ihr was vorhabt, geht auf den Linktree zuerst und holt euch da die richtigen Links und von da fangt ihr an, das Ganze zu unterteilen. Okay, von Backoffice den Aktivierungscode kriegen, bestätigen, auf Protocol Yield eingeben und schon seid ihr dabei und könnt Protocol Yield benutzen. Alles klar, ich wünsche euch was und bis dann. Ciao.